Ekran! Tranen geef nicht ab, aus Warnen war. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Junt S. Eduard Kiesbrecht. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Vandaag zijn we hier in Chaco, Paraguay, hier im Studio von Exalta Jesus. En we zijn hier vandaag met Ricky en Melanie. En een ken ik van Samta, in die tijd waar ik studiert habe. Toen hebben we ons een beetje kennengelernt. Dat we eine grote Schule, nicht, dass wir nu sehr viel top gewesen sind, aber einer ging sich jeden Tag vorbei und sagt, hola, ¿cómo estás? Und so wieder. So, von daher, willkommen hier. Dankeschön, dass ihr hier dabei seid. Dankeschön. Danke. So, die sind Ricky und Melanie und die sind befreit, nicht so? So ist es. Und ich sehe jetzt einmal, die haben eine Tochter, nicht so? Das So, stimmt. felicidades dafür. Danke. Kan je je einmal vorstellen, wer ihr seid und von wo ihr kommt? Ik zie Ricky Pana van Lolita im Chaco. Sie ist al 29 en met Melanie befried. Ja, en ik zie Melanie Rema de Pana. Ik zie een Noordmannen opgewassen en een dorp, in Campo Villo. En die 24 jaar. En ja, ook bevrijd. Wo heb je je gevangen? Wo heb je je gevangen? Samta. Dat is wo ik en mijn vriend ons ook kennengelernt haben, Ja. Lothar gefangen haben. So, es gleich eine gouden steht, wo sich eine Früh zu fangen, nicht so? Oh, maar ja. Mir das meint so. So, die sind jung befreit, die sind sehr schmack und die haben einen Schmack gedacht, das sage ich all die Rutsa am Bild. Aber ihr Leben ist nicht immer so gewesen, es hat nicht immer so Schmack gelassen. Du erstmal was passiert, ein Zusammenbruch oder ein Anfall, weiß nicht genau, wie wir das nennen wollen. Kann jeder mal was von das vertellen? Dat is beter, man beschäftigt beter mit einer Krankheit. Und dat wir gerade in der Samta-Zeit, als wir im 3. Jahr, Melanie wieder im 2. Jahr. Und diese Krankheit, die kommt nicht das normale Krankheit kommen. Dat wir, wenn ich sportlich, bei der ich bin Marathon, beschwimmt. Und beschwimmt und fall du da im Kammer. Also, Wie viele Kilometer hast du hier gerannt? Marathon, der wird hier in Paraguay uitgedrukt worden, der wird veranstaltet worden. Das gibt eine Distanz, man kann verschiedene Distanzen ran, aber eine ist von 10 Kilometer. Ich hatte auch Marathons mitgemacht, auch der gerannt. Und das ist eine, das wir im Oktober 2012, da wir andere Seite, ich wird Busig gerannt. Und dann bei 8 Kilometer ungefähr wie Tepp gebrochen und du bleibst dann liegen. So, ja, dann, Ricky, dann beschwimmen Sie und was passiert dann wieder? Also da habe ich mich dann mit der Ambulanz abgehoben, in der Ambulanz nahen und dann im Krankenhaus mit Zuhörer und alles. Ich hatte Deshydratamiento. Und dem nächsten Tag, ich habe mich rekuperiert, dass der dann sehen, kann ich in Haus. Aber dort Haus, durch eine Schule, dann im Unrecht kann ich, fall mich schwer. Alles da mir weh. Bad ich Dienstag, dann seht ich will mit 3 internieren. Ich frug mich dann Compañeros und die brachten mich im Hospital, um frisch zu internieren. Und da war das dann bloß schlimm, ja. Sehen, was passiert dann wieder? Ja, seine Eltern waren in dem Zeit gerade in Kanada. Und ich habe mit Medweg gestreden. Und ich holte dann auf vom Flughafen. Und als wir dann im Krankenhaus waren, also Medweg, dann wir die alle im Kammer. Also seine Eltern hadden dann nicht mit am Reden können. Und der Doktor sagte uns dann, der ist ganz uitgebrannt. Der hat 44 Grad Hartanallergie gehabt. Also dat betekent dat dem seine Nieren, dem seine Leber, dem seine Blutwerte in de Muskeln, die sind total uitgebrannt. Die sind ab 0.
En dat was een wunder dat hij over Herbst nog leeft. En hij bracht een wieder wunder dat hij de nächste 3 dagen overleven kon. Also met die Nachricht begin wieder an den Doktor stuur. So, dat wordt voor de ouderen een beetje schrik geweest zijn, Ja. met zo'n Nachricht naar Ganz huis komen. bestimmt. Wat passiert dann wieder? Wo lang bleibt die Kammer wieder und so wieder? Ja, haben wir dann eine Weg im Kammer. Und dat wir einfach ein Wunder, wenn der Doktor sagt, dat ging eigentlich gar nicht. Und das duurde ook nicht lang, dann stehe je dem seine Werte, dem seine Leberwerte in Wasser. Und dann zeiden ze te ons dat we zo goed, dat we niet durven nog maar platen al. Dat we alles nog eens zien, ja. En als we dan nog platen waren, dan de eerste Nachricht, wat we durchkriegen, wir, dat stimmt nicht. Der Hand ging anscheinend hoffnungslos nach Platte gescheit. Also haben wir noch ganz jel und noch angeschwollen. Und das bedeutet so viel, dass die Leber noch lang nicht richtig arbeitet hat. So, und wo lang wird das Ganze, wie hat das Ganze dann im Kammer? Was passiert wieder dann? Ja, haben wir 7 Tage im Kammer. Aber als Lothar dann kriegt eine lange Platte und du wird es plötzlich schlechter. Auch noch einmal im Kammer? Nee, du Okay. wieder all eine normale Stuhl, aber du musst dann all weiter eine Intensivstunde nehmen. Und dann besluiten die wurde am dann frisch trainen aus dem vieren. Und du dann für Spezialisten, ja. Und was du am Krankenhaus von einer Plata passiert wie, das ich dann auch 3 von aus dem Jahr. Und es hat einmal in seine Stunde einging, dann wie mir sie als soll Bibel lesen. Und du lag ein Testament. Und dann nahm ich das, mögt das ab. In der ersten Vers wird mir eine Ehe genannt, dass wir Matthäus 8, Vers 7, und da steht, und Jesus sagt, ich will kommen in die Heule. Und das regt mich dann zu, dann weiß ich, dass Gott hat zu mir geredet. Und ich möchte dann die Bibel oder das Testament und wir danken Gott einfach für das Versprechen, was er dann an mich gegeben hat. Ja. Und dann, was passiert wieder? Wo kommt es wieder? Seine Eltern, die haben einen Arbeiter. Und die Arbeiter kann ich nicht. Dort wir in Spanisch reden da. Und die hat, dass wir all am Weihnachtenraum, und die hat vorher all eine Erscheinung gekriegt von Jesus selbst. Und die soll seine Eltern sagen, sie soll sich nicht sorgen. Jesus wird am poco a poco, also Schritt für Schritt, wird er am gesund merken. Und auch eine Botschaft für sich selbst, für am, er soll abhören mit Schmiedje, wenn sie dort Schmiedje, und kriegt dort, das dann soll seine Eltern sagen. Und seht ihr jünt das dann, oder was tut das Arbeiter dann wieder mit das? Ja, das Tieren steht sie, wenn sie sich dort, die wirkt sich dort gar nicht zu sein, wenn wir worden anders glauben. Aber die sehen das nachher trotzdem. Ja, und die haben auch wieder Erscheinungen gehabt von Engel, wo dem dann auch dem Heilungsprozess, wo man sagt, wird erklärt. Ja. Und wo kommt dann das Wunder, das wir wirklich in der Hamazata haben? Weil ich sie nicht schwierig. Kijk, eerst zie je, die moest dan helemaal frisch aus dem Zehen. Und du wilde am eine Operation machen. Aber der war dann ganz kurzfristig aufgebrochen. Und dann war dann 3 geholt eine neue Platte. Wir kamen da meist nicht mit. Aber dann eine neue Platte, du bleibst dann einfach im Krankenhaus. Du musst jeden Tag Dialysis machen. Das ist Nierenspoilen, wenn die Nieren einfach nicht deuten. Und dann wollen seine Eltern dem Dieren naar huis holen. Wenn das Arbeiter sieht zu uns thuis, weil Jesus dem heulen. Aber wenn sie das Dialysis jeden Tag merken musste, durfte er dort nicht. Und dann erlaubte er dem dort einen Tag den Huis zu holen. Und einen Tag vorher fangen dem seine Nieren ab 100% an zu arbeiten. Und dadurch kann er dann jeden Tag einen Tag länger thuis bleiben, bis er dann wirklich auch sicher wird, dass seine Nieren auch deuten. Ja. Und irgendwann fängt die Leber dann auch richtig an zu funktionieren? Da hat Schritt für Schritt, das ist da langsam gewesen, weil er sich dann hat verbessert. Und die Niere ist, das wie denke, das einzige Wort ab Schlag
einfach sich geholt hat. Wow. Ja. En ja, dan ik had het dan van wie af en maar je hield, so dan bist du dann irgendwann wirst du dann gesund genug, dass du kannst wieder zur Schule gehen, nicht so? Oder du hast ein Jahr ausgeblieben, nicht so? Het weer dan, also dat passiert im Oktober und kann im ersten Halbjahr vom nächsten Jahr dann ist das einmal anfangen, der ganze Aufbau von meinem Körper langsam. Ich dort eten und trinken und muss anfangen mit Sport, dass ich mich da bewegen kann. Das war leren, dass ich gehen kann. Da muss ich mich fast lernen. Ich muss mich dann auch lernen, wie ich mich selbst antreten kann. Und so. Dat wir alles een proces wat ik dan durchging. En dan steeg ik de hoopning op, trainen im Studium zu gehen. En zeiden ons dan zo dat we im tweeden halfjaar anfangen, 2013. En toen haben bei mir investiert, aber bleib einfach der Fast daran, dass wir dann dort waren und kann es dann auch dort hören. Dat im tweeden halfjaar dann stehe ich am Studium an. Dat wir nicht blämig durch, dat ich muss viel lernen. Anfangen war da selbst Sachen zu tun. Wenn ich was durch hatte, meine Eltern oder Melanie oder der Doktor haben alles für mich getan. Und wie ich dann ab Pena angefangen habe, mit dem Studium wieder zu merken, und da war da was ich kann, ja. Wo war der Heilungsprozess für dieses, wo du dann wieder, wo du alles lernen musst? Das war schwierig. Ich war eine erwachsene Person, wobei man ist ein kleines Kind, muss ich alles lernen. Und durch die Beherrschung nicht zu verlieren, dort nicht dull zu werden oder auch einfach handzuhalten, was ich. Und für mich war das schwierig. Dan nicht inkopig worden naar steunen, dat weer een idee voor mij, aber het werd geschoven, het werd metgeholpen dat niet verder was. En wo ging het dan wieder? Kunst je irgendwann wieder leren, oder wo ging dein Leben oder dein Leben wieder? Na, dan is ik train im Studium aangekomen. Versuchte ich die Materie so gut als möglich aufzuschlitten. Und dort wir nicht so gut, die reichte dazu an, dass dort dem Jahr dann durch zu gehen ging. Und ein Jahr merke ich noch eine Sache, was interessant war. Und wie befriedigt uns dann. Dat noch einmal Tipp waren und eine ganz andere Geschichte anfangen, aber das ist für mich auch eine Stadt, dass wir Tipp wieder wachsen können, dass wir Tipp wieder uns entwickeln können. In der Hinsicht war da alleweg Mang zu sein, ja, das mittendrin zu sein. Ja, so befreien als nieuw thema, so dat als een nieuw kapitel im Leben. Und dort war wir dann sein, das nächste Mal wieder zu vertellen, wo das als sich zu befreien und wo das kann vielleicht neue Hoffnung im Leben anbringen, aber eine neue Anspannung. Also wenn du dort wieder hier weißt, wo die Geschichte von Ricky und Melanie wieder jetzt, dann sie nächstes Mal dabei und hörst wieder zu nur das Programm von euch ran. Gott sehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dit Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.